Herr Keup, ich bin hier den E-Listen, so wie am Artikel 57 von unserer Verfassung vorgesehen ist, an dem folgenden Wortlaut wird: Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Hier heeft van de schrift die reeds hand voor de niet aufzulegen, als ook nog meer, je le jure. Es geht Akt vom Eid von Herrn Fred Keup. Herr Keup, der sieht lo zu Member von der Chambre programmiert. Meine Felicitationen. Das Usus, dass alle neu gewählten Deputierten ein Untrittsrecht haben dürfen. Ich glaube, da wie wir dann fortgehen, und ich wünsche dir Spannchance an Ihrem neuen Amt. Herr Präsident, liebe Damen, liebe Herren, es sind immens so frisch drauf, haut für der stehen zu können, ein Nachfolger vom Gast Sibirien zu sein. Schon übrigens quasi dieselben Alter, wie die Gast Sibirien hat, wie hin an die Chambre gekommen ist, 1989. Der Gast war während 31 Jahren eine von den prägendsten Figuren hier im Parlament. Und ich will ihm mein Merci sagen für das, was er gelegt hat, für die Nation, für das Land, für die Leute. Und ich will ihm auch Merci sagen, dass hier eine jungen Chance gibt, mit Zeiten notzuregeln an die Chambre. Es ehrt mich, dass eine Persönlichkeit für die Gast Sibirien ist, mir sein Vertrauen schenkt und mich voller ganz unterstützt. Für was sind ich da hier? Ich meine, so zu können, dass besonders zwei Engagementen von mir dazu gefeiert haben. Da dient das mein Engagement am Referendum 2015 und der andere das mein Engagement für Reisspruch. Es ist eigentlich kein, der wollte an Politik gehen. Ich war ganz zufrieden mit meinem Leben. Ich habe eine Familie, ich habe viele Interessen, ich habe viele Hobbys. Ich bin Präsident von einem Fußballverein, der mir ganz viel Frieden möchte. Aber es hat mich gesteuert und abgeholt, wie ich an der Referendumskampagne 2015 gesehen habe, dass den Willen, dass die Meinung von vielen Leuten nicht respektiert wird und noch teilweise ignoriert wird. Daraus habe ich mein Engagement hier gezogen, für mich mit viel Ausdauer und Einsatz hier anzusetzen, für auch eine andere Meinung zur Geltung zu bringen. Mit einem Kollegen, dem Steve Kodesch, habe ich den 2015 gegründet. Es sind immer mehr Leute beigekommen, die geholfen haben, Tom Weidisch, auch Leute von allen Parteien, die uns geholfen haben. Und zusammen sind wir angetreten, für dem Nee eine Stimme zu geben. Ich kann sagen, dass das viel Courage gekostet wird, weil das nicht immer einfach, wenn ich eine Meinung vertritt, die nicht dieselbe Meinung ist, wie die von all den Medien vertritt wird. Ich habe mich auch nicht von meinem Weg aufbringen gelassen. Und ich will dafür heute besonders Merci so meiner Familie, meiner Frau, meinen Kindern, die mich auf dem Weg begleitet und mich weiter begleiten. Wenn ich als Familie zusammenhält, da kann ich vieles erreichen. Ich bin noch ein großer Naturfreund und ich habe immer die Inspiration, die komplex Zusammenhänge in unserer Welt zu verstehen. Und das hat mich dann noch dazu gelegt, für Geografie zu studieren. Geografie betrifft viele verschiedene Bereiche. Einerseits Nationen, Kulturen, Populationen an hier strategische Interessen, dann auch Geologie, Klimatologie und dann auch Sachen wie Landesplanung, Urbanismus, Mobilität, Soziologie, Demografie, Bevölkerungswachstum. Ich werde probieren, meine Expertise an diesen Bereichen mit in die Chambre zu bringen. Mein Studium an der Geografie war auch frei ermöglicht, für den extremen Bevölkerungswachstum heute zu Lützeburg als eine von den Hauptgründen für viele von unseren Problemen zu identifizieren. Wir mussten uns vorstellen, wie Lützeburg wir gerne wollen haben an 30 oder 50 Jahren. Wollen wir wirklich eine 1 Million Einwohnerstadt? Ist jedenfalls überzeugt, dass das just nach mehr Probleme bringt. Ich habe noch bei 17 Jahren Schule gehalten und ich hatte an der Zeit über 3000 Schüler am Unterricht. Ich habe an der Zeit ganz viel engagiert, auch gut Professoren gesehen und noch viel gute Schüler. Ich habe auch viele Probleme gesehen. Probleme, die ihr gesagt, wenn ihr im Terrain ist, bei den Leuten. Und ich konnte so prägend und wichtige Erfahrungen machen.
Viele Junker an ihre Familien haben es schwer, Fuß zu fassen am Leben, und das durch einen hohen Konkurrenzdruck Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt. Wir müssen besonders die Jungen eine valable Perspektive anbieten. Eine Perspektive, das ist ein Fundament, an der Tisch eine adäquate Arbeit zu finden, sich eine Wohnung zu leisten und eine Familie zu gründen. Diese Perspektive müssen wir all unsere Jungen anbieten. So können wir auch die Familie an ihrer Rolle an der Gesellschaft stärken. Ich werde mich für die Leute ersetzen, die mich schwer haben, und ich werde an sie denken, wenn ich meine Entscheidungen treffe. Ganz viele Herausforderungen kommen dabei durch. Wir sind eine kleine Nation, ein kleines Land, ein kleines Volk. Wir haben das Land geirrt von unseren Eltern, unseren Großeltern oder von den Generationen, die vor uns hier waren, an einem ganz guten Zustand. Und wir müssen dafür dankbar sein. Und wir dürfen die Opfer und die Sakrificen, die sie für uns gebracht haben, und auch für die Freiheit von unserer Nation, nicht vergessen, und wir sollen uns verpflichtet fühlen, für unsere Kinder, Kanzkinder, an den Generationen noch ist, Land an dem bestmöglichen Zustand weiterzugehen, so wie wir doch kruten. Herr Präsident, liebe Damen, liebe Herren, ich freue mich, heute zu sehen, und ich freue mich, für mit dir zusammen zu schaffen, für jeweilige Perspektiven kennenzulernen und auch verstehen zu lernen. Und ich wünsche mir, dass wir mit denen positiv zu unserer Nation beitragen. Vielmals merci für die Nullstreuen.